Für uns geht es weiter, stets heiter. Zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, bereits mit der Folge 241. Ja, 250 ist nicht mehr weit entfernt und ich glaube, die erreichen wir noch, ne? Aber viel mehr vermutlich auch nicht, ne? Nun gut, letztes Mal haben wir die Igas abgeschlossen, das ist zumindest das Hauptversteck, ne? Haben auch coole Moves gelernt, wie... Kann ich es gerade nachmachen? Nö, wa? Schrift wohl nicht an. Doch, eigentlich schon. Hä? Kann sie nicht einsetzen, ne? Scheiße. Genau, wir haben das gelernt, die Erdmanipulationstechnik. Wir haben auch noch den Blitzschutzhelm bekommen. Und sind dabei, den letzten aller Schreine abzuschließen. Und damit, so wie es aussieht, eine neue Sidequest zu triggern, die uns zur letzten Rüstung führt. O Besucher dieses Bandschreins, das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Vielen Dank für die Blumen. Naja, eher fürs Licht, war. So, komplett geheilt eigentlich, ne? Dies ist das letzte Segenslicht, das dich erfüllen soll. Begib dich nun zum Tempel der Zeit. Dort wirst du etwas Nützliches erhalten. Der beflissene Pilger. Was? Was ist das für ein Name? Wir haben geschlossen. Okidoki. ...152 Schreine, 118 Wurzeln. Ja, gut, bei Wurzeln, da fehlen noch 2 Stück tatsächlich. Aber die kriegen wir sowieso erst beim Abschluss, wenn man so will, weil eine Wurzel... Moment, wie war das schon wieder? Eine Wurzel gibt es ja hier noch, genau, deswegen ist sie ja hier schön markiert. Dann auf dem Weg zu Ganondorf, also in der letzten Folge, da machen wir die. Und hier ist noch eine. Stimmt, ich habe vergessen. Ich habe ein Ohr nicht schnell runter, ne? Wo hat es denn hier überhaupt einen Zugang? Fragezeichen. Da müssen wir sowieso hin, ne? Gleich, also von dem her. Ja, passt ja. Gut, genau, wir haben ein paar Sachen markiert, die ich machen wollte. Okay. So dazu. Gemacht haben, sag jetzt mal rein symbolmäßig, ja, Schrein habe ich auch, also sprich die Truhe habe ich auch, sehr gut. Dann also auf zum Tempel der Zeit. Jetzt natürlich mit 20 Segenslichter mehr können wir ja auch noch, ne, Dinger machen. Die Zuweisung der Herzen und dann können wir dafür sorgen, dass wir unser Herzleid wieder komplett haben, ne? Weil man sieht es ja, links oben. Aber wenn wir jetzt noch 5 Herzen mehr hätten, würden uns immer noch 2 Herzcontainer fehlen für die komplette Reihe. Dabei gibt es gar keine, naja, ich sage jetzt mal auch Bosse mehr und so, keine Tempel mehr, keine Schreine mehr. Ich meine, Gandalf besiegen, ja, aber dafür kriegen wir halt keine Herzcontainer mehr. Von dem her. So gesehen. Gibt auch keine mehr durch irgendwelche Quests oder so. Nee, die letzten beiden muss man sich auf andere Art und Weise verdienen. Wobei, was heißt verdienen? Müssen sie eigentlich eintauschen, wenn wir ehrlich sind. Hä? Ist der schon wieder da? Die lernen es auch nie, ne? Zum Tempel der Zeit, der Sona. Wo mir eigentlich der Tempel der Zeit von uns, also unten auf der Erdoberfläche eigentlich lieber wäre. Aber egal.
So, muss ich wieder darüber, ne? Gewohntes Lied. Moment. Machen wir schnell die Zeitumkehr hier. Dass man da soweit durch ist. Jo. Oh. Ne, war nicht so früh, okay. Gut, dann sehen wir, da haben wir plötzlich eine Truhe und hier haben wir natürlich eine Göttinnenstatue. Für neue Kraft gewähren, 4 Segenslichter, bitte Herzen. Außer haben wir sowieso schon alle. So sei es. Okay, nochmal Miasma reinigen. Die das Miasma dir geraubt hat. Wir haben schon längst viel mehr Herzen, als wir zu Beginn des Spiels hatten. Damals hatten wir 30 insgesamt, jetzt können wir ja 40 haben, also insofern. So. Ching, ching. So, falls ihr euch jetzt fragt, wie man die letzten beiden Herzcontainer bekommt. Es ist so einfach wie doof. Ihr müsst eure Ausdauer dafür eintauschen. Ja, aus irgendeinem Grund hat man hier irgendwie nochmal 2 Herzcontainer oder 8 Segenslichter, wie auch immer, übersehen. Da hat sich so, verdammt, wir haben die übersehen. Ja, komm, wir müssen was mit der Ausdauer weg, ne? Also heißt, wir müssen einfach mal zu Gandalf gehen, nach einem Typen vorbeigehen, was gar nicht mehr wie der hieß, war ja so eine Statue, der uns das hier umtauschen kann, ne? Dann haben wir das. Und ganz ehrlich, 3 volle Ausdauerbalken brauchst du sowieso für nichts, also. Du hast 2 volle fürs Master-Schwert, also insofern. So. Rendio Minero stärken. Jo, mach das bitte. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das gleich nochmal nachmachen. Hat die Angriffskarte des Konstrukts zugenommen. Sehr schön. Jetzt haben wir das auch, Freunde. Okay, war kein Grund jetzt für dich hier zu erscheinen, Minero. Aber danke. Freunde, die letzte Truhe, die letzte Rüstung. Heldengeist aus uralter Zeit. Wenn du den Geist des einzigen Retters von Hyrule in dich aufnimmst, will ich die Aura des Helden umhüllen und du nimmst sein Aussehen an. Und hier sind wir an dem Punkt, wo ich sage, irgendwas ist hier ein bisschen seltsam. Also meine mal, ja, man sieht da die 3 Rüstungsteile, ne, ist interessant. Also was heißt 3 Teile? Es ist ein Teil, aber man sieht, dass da irgendwie wie 3 Masken dran sind. Ne? Wenn man genau hinguckt, da kann man oben eine Eule, in der Mitte soll ein Drache darstellen und unten ein Eber. Das ist quasi die Interpretation der Sonau für das Triforce, also sprich die 3 Kräfte. Die Eule repräsentiert die Weisheit, der Drache den Mut und das Wildschwein die Kraft. Warum auch immer. Tada! So sehen wir aus, Leute. Und es ist irgendwie seltsam, ne? Ich meine, das ist der Typ, den man auf dem Wandgemälde bei Impa sieht, der vor 10.000 Jahren, angeblich sind es 10.000 Jahre, damals mit der Prinzessin gegen die Verheerung Garn gekämpft hat. Ne? Damals haben ja die Sheikah das erste Mal da ihre Technologie erfunden, mit den Titanen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich der Held, der auch aus der Vorzeit von Breath of the Wild, über 10.100 Jahre mittlerweile, oder noch ein paar Jahre mehr, damals gegen Ganon, also gegen die Verheerung Ganon gekämpft hat. Und ich meine, es ist cool, dass wir eine Rüstung dafür kriegen. Und es muss ja eigentlich ja auch ein Sonau sein, oder? Das ist eher eine Art, ein anderes Vogel, sag ich jetzt mal, ne? Könnte ja auch eine Mischung aus Sonau und Gerudo sein, weil ich meine, zum einen hat es einen Schwanz, was eigentlich die Sonau nicht hatten. Von der Schnauze und der Fresse her, ja, wird zumindest in Sonau passen, von der Farbe auch.
Die Ohren sind kürzer als bei den Sona, aber länger als bei allen anderen Rassen. Das wird also auch passen. Passen Rassen. Und die roten Haare. Ich meine, Sona haben weiße Haare, keine roten Haare, wie wir bis jetzt gesehen haben. Insofern wird eine Mischung mit dem Gerudo ja passen. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht war das auch irgendwie eine Idee noch von Ganondorf und seinen Hexern damals, weil er die Kraft der Sona haben wollte und halt vor seiner Versiegelung und allem drum und dran, dass ihn in die Wege gegleist hat oder was auch immer. Ich meine, es wäre, wie gesagt, theoretisch möglich, ne? Warte mal, wie ging es schon wieder? Fotomodul. Also ja, ich meine, insofern könnte es sein, ich würde sagen, ja, warte mal, haben wir den Bogen schon mal gemacht hier? Erkenne ich gerade nicht, ne? Ja, auf alle Fälle, es würde ja irgendwie passen, nur, ne, die Königsbogen haben wir schon, okay. Nur finde ich den halt natürlich ein bisschen schade, kann man, das Maßstab fehlt oder was? Irgendwas wieder scannen hier. Interessant. Nee, was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir halt dazu keine Geschichte haben. Ich meine, dafür würde sich ein DLC jetzt anbieten, oder? Um das zu klären. Aber vielleicht sehen wir das dann im nächsten Hyrule Warriors Teil. Weil das soll sich ja auch in die Vergangenheit handeln. Und ja, wird vielleicht irgendwie Sinn machen, wenn wir den Typen dann nochmal sehen oder so und seine Rolle im Ganzen. Aber ja, ist halt schon ein bisschen schräg, ne? Wenn du halt so etwas siehst auch. Was Rao? Von Rauro verlangt, dass er sich zum Tempel der Zeit begeben, ne? Bis auf einen schlafenden Geist, Helden getroffen, der eins halber von den Untergang bewahrte. Genau, das ist soweit ja auch korrekt, ne? Er war das ja auch, das haben wir im Ding auch gesehen. Der hat irgendwie, ich glaube, einen Rüstungskombination, also wenn du halt die Rüstung upgradest, irgendeinen Effekt auf das Masterschwert, glaube ich, ne? Weil wir können mit dem Masterschwert das Ding machen. Ich glaube, das soll sie irgendwie verstärken tatsächlich. Also ja, ich meine, sieht cool aus, coole Rüstung, coole Anekdote an damals. Aber eben, sonst nichts weiter. Keine Informationen, kein Weiteren, keine DLCs, keine Sidequests, um das Ganze noch mehr zu erforschen. Das ist halt so etwas, das man im Spiel wirklich ein bisschen ankreiden muss. Da hätte man noch so viel mehr machen können. Und ja, es fühlt sich einfach an, wie von den Entwicklern, dass sie gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr drauf, tschüss. Das war's, ihr habt euer Spiel fertig. Ist halt wirklich schade, wie ich finde. Aber gut, ja. Wie gesagt, vielleicht dann, oder vielleicht am nächsten Spiel. Man weiß nicht, das nächste Zelda-Spiel könnte ja sich von vor 10.000 Jahren handeln, ne? Wie es damals so war. Weil war der Typ jetzt hier ja auch ein Link und sein Aussehen, das kann ja auch andere Ursachen haben, wie auch immer. Dass er ein Unfall war oder whatever. Hier hin. Insofern, ja, ich bin gespannt und ich meine, warum sollte es das nächste Zelda-Spiel für die Switch 2 dann vermutlich, ziemlich sicher? Ich meine, es wird sicher wieder Open World sein. Außer wird irgendwie ein Remake von anderen Spielen, von älteren Spielen. Aber ansonsten, ein neues Zelda wird doch wieder ein Open World-Ding sein und dann wird sich halt keine Fortsetzung, die nach Tears of the Kingdom spielt und eben, was sich mit der Vergangenheit befasst, würde sich ja anbieten. Das hatten wir schon mal, ne? Zum Beispiel, kann ich noch sagen, irgendwie der Sprung von A Link to the Past zu Ocarina of Time. Ocarina of Time kann nach A Link to the Past, aber Ocarina of Time erzählt die Vergangenheit von A Link to the Past. Und dann Skyward Sword, Skyward Sword natürlich schwierig ist, weil die reine Skyward Sword wurde nirgends irgendwie mal erwähnt. Gut, klar, du hast ein Maßschwert, aber schon in anderen Spielen gehabt, aber da wurde nie drauf hingegangen, dass da irgendwie was damit eigentlich auf sich hatte, ne? Wie das erschaffen wurde und so. Das Triforce, ja gut, ja, und da auch nochmal thematisiert, noch auf Timing irgendwie eingeführt und, also beziehungsweise nicht eingeführt, aber näher erklärt als ein Link to the Past, ja, ist schwierig. Aber ich würde es begrüßen, ne? Wirklich ein Spiel, wo man den nochmal sieht und den spielen kann richtig und irgendwie auch sieht, was da eigentlich genau abging. Hinox Herzen braucht sie.
Es ist ein Bockgreenhorn, so nein, aber es ist nicht so das Problem. Ich frage mich, wenn wir schon mal da sind und ich spiele zum Glück noch eine ältere Version vom Spiel. Kann ich eventuell... Ah, warte mal, hier ist so ein scheiß Sumpf. Reicht die Höhe? Beziehungsweise kann ich es überhaupt noch? Der Duplizierungsglitch. Ich habe ihn ja seit ewig nicht mehr angewandt, ey. Scheint noch zu gehen. Da war er. Wohlgemerkt, ich spiele eine ganz alte Version vom Spiel. Deswegen klappt das Ding noch. Da wird halt, sobald wir die Switch 2 Version spielen, nicht mehr funktionieren. Ne? Ist auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, mache erst im großen Finale dann. Wäre es auf die Switch 2 Version. So. Heldengas aus uralter Zeit. Ich hoffe, das schon wieder 4-mal, ne? Wo es eigentlich gehen würde. Aber wir gucken erstmal. Ich mache sicher nicht alle jetzt, weil das geht glaube ich gar nicht. Da fehlen garantiert die Materialien dafür. Gigama-Herz, ein großes Sonanium, Silner Mockblin. Alter Schwede, okay. Ja, das würden wir offscreen machen tatsächlich vorne, weil das Ding interessiert mich noch. Das ist generell die Frage, ne? Sollen irgendwie alle Dinge noch upgraden hier? Obwohl, nee. Es gibt Dinge wie zum Beispiel auch das Ding, wo ich sage, doch, das können wir machen auf zweiter Stufe. Aber da muss ich halt irgendwie mehr um den Set-Bonus. Das wird jetzt sowieso nicht mehr gehen. Ne? Den könnte ich zwar nochmal upgraden. Der große Sonanium, Lecco mio, ey. Der Sonanium, aber dann geht der nicht mehr, weil ich keinen Alpha-Elite-Konstruktor mehr habe. Ja, komm. Druckhörner. Eisfrucht, nur 3 Stück, ne? Elektrofrucht. Mal gucken, was braucht er für die zweite Stufe. Elektro-Excelforce Horn schon wieder, ein Zittlerflügler. Ah, die upgraden, beziehungsweise multiplizieren ist sowieso schwierig, ne? Lebendige Dinger und so, auch mit Federn, aber so meine Mühen. Na, okay, okay. Aber das Set hier von dem Typen würde ich vielleicht sogar mal noch versuchen. Gut. Weil dazu haben wir das auch mal gesehen, wie das funktionieren würde. Jetzt können wir uns noch ein bisschen Sidequesten. Ich habe glaube nur die 3, ne? Also vorerst, ne? Gibt natürlich noch ein paar mehr, die wir hätten. Jetzt mal die hier noch markiert. Okay, dann von hier da rüber jachten. Da kann man auch von oben schneller hin. Das ist schwierig, nachdem von den Höhenmetern her, ne? Naja, komm, wir versuchen den hier. Ich würde noch gleich bei Orni so bleiben, weil dann können wir eigentlich in der nächsten Folge zu Beginn direkt in Sokoga gehen. Der ist ja auch immer in Orni. Wir können noch die Wurzel mitnehmen, haben wir das haben wir auch gemacht. Und dann nehmen die letzte Wurzel, 120. Wurzel, die machen erst, wenn wir bei Ganondorf sind. Weil vorher muss es sowieso da runter und vorher macht es keinen Sinn, finde ich. So, da oben muss ich nämlich, da sieht man schon mal das Haus mit dem Rauch, genau. Ist das hier generell eine Höhle oder?
Wieso ist hier eine extreme Kälte? Okay. Ja, ich weiß, wir sind bei Orni und so, aber... Ich dachte, in der Höhle drin wäre es vielleicht wärmer als draußen. Schon mal ein paar Monster. Oh, jetzt schon wieder Nacht. Ah, ich wollte eigentlich mit dem Typen hier rumlaufen, mit dem Outfit. Habe noch irgendwas für... Ja, komm. 2 müssen eigentlich reichen. Ich muss jeder mal ein bisschen kochen dann. Also, ist auf dem Schild drauf. Ja, warum auch nicht? Ich bin's, der Link. Ist da draußen jemand an der Einzelrettung? Was sagst du da? Da kommst du extra an diesem Ort wie diesem, um uns mit einer Monsterplage zu helfen. Ich höre sie nicht mehr. Hä? Es ging darum, um die Monsterplage? Wow. Nee, ich habe nur so getan, als ob. Hey, du sollst dich auch ordentlich bedanken, ja? Ich kann kaum glauben, dass Hilfe gekommen ist und uns gerettet, Mann. In dem Kataklysmus gibt es viel mehr Monster. Wir haben uns bemüht, vorsichtig zu sein, aber... Wir waren scheiße. Schau Medizin, dankeschön. Ja, kenne ich. Schildschlittern, ja, kennen wir. Ich habe leider auch zu viele Schilde, sorry dafür. Okay, ja gut. Macht Sinn, ne? Geschlossene Tür. Direkt auch wieder abgeschlossen, krass. Hätte man ein bisschen vorschnell, ne? Aber gut. Wer das gemacht, dann hier hoch, ne? Mach erstmal die hier und dann die hier. Dann sind wir, glaube ich, schon mal wieder für heute da durch, Freunde. Okay, kann gar nicht reingucken. Die Liste, die auf dem anderen Screen ist, beziehungsweise hier im Hintergrund vom Spiel. Wenn ich das natürlich jetzt aufmache, dann überträgt es das Spiel leider. Weil Delegator kann ich ja nicht mit OBS nicht das Spiel capturen, sondern nur als weiteres Fenster. So. Wo gehe ich hin? Darüber, ne? Ach ja, Freunde. Bald, bald, endlich. Da noch ein Ritten. Ah, den da Udon ganz vergessen, den er markiert hatte. Stimmt. So, den können wir auch noch mitnehmen. Der glaube ich relativ easy. Bitte erstmal einen Kälteschutz noch Luki Luki, sag jetzt mal. Ne, natürlich ausnutzen, weil wenn wir schon mal drin haben. Die Frostlinge. Dann zieh dir doch was an, wenn du Frostlinge hast. Kann ihr doch nichts für, wenn du dir keine Hosen anziehen kannst oder Schuhe. Eine Hose wäre nicht schlecht. Tief in die Höhle zu gelangen. Magst du den Frostlinge lang zu suchen? Aber der Flügel verletzen kann wir das wohl nicht schaffen. Ja, ich habe ein paar Frostlinge hier, komm. Den haben wir doch schon, oder? Ach, noch nicht, das ist eine andere Höhle. Junge, Junge. Also ich Eiswasser, ne, und dann kriege ich Aua. Ja, ja, okay. Ja, wir müssen da irgendwie mit Eisscholen vermuten, müssen irgendwie da rüber. Oder gehen die Eisscholen hier überhaupt? Eiswasser? Ja. Gehen. Ja, dann können wir irgendwie so rüber, ne? Gut, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie wir das jetzt schon gemacht haben, ist auch gut. Dann schnell noch hier hin.
Dann haben wir, glaube ich, sogar alle Quests beim Orni schon. Ja, dann fehlen noch ein paar Quests bei den Koronen. Vor allem die vielen Stallquests, ne? Die fehlen noch, habt aber gesagt, die machen am Schluss dann in einer einzigen Folge. Also fast Schluss, sag ich jetzt mal, bevor wir dann zu Gandalf aufmachen. Ich überlege ob wir die ganz Gandalf als ganz Final in einer Folge machen sollen. Also sag's mal so, ne? Wenn wir mit allem anderen bis Folge zu 49 durchkommen sollten, ich hoffe, wir sind schneller, aber wenn wir bis dahin durchkommen sollten und dann die Frage ist, ja, Folge 150 würde jetzt anbrechen, dann würde ich es sogar machen. Dann nehmen wir einen schönen Schnitt. Ja, auch wenn es jetzt zum Ende zuneigt, Freunde, ich muss trotzdem sagen, ich bin froh, wenn das Projekt zu Ende geht. Tatsächlich, weil es ist jetzt doch schon ein bisschen her. Ein bisschen alt das Projekt auch schon, das Spiel selber natürlich auch und ja. Alles muss mal zu Ende gehen, ne? Sag jetzt mal. Und das entsprechend auch und ja, es macht irgendwie auch Sinn, finde ich. Natürlich auch entsprechend an neuen Projekten und so, das kommt auch hinzu, aber generell, ne, es zieht sich halt auch so ein Kaugummi und bei Zelda-Spielen habe ich eigentlich vor allem lieber die Story als alles andere drumherum. Ich denke, das nächste Projekt wird hoffentlich wieder eins, was sehr storyrelevant wird. Ne? Ich hoffe immer noch auf irgendwie ein Remake von Link to the Past oder mal ein Port von Ocarina of Time, HD insofern, nicht 3D, sondern wirklich HD auf der Switch 2, aber naja, mal gucken. Komplett verschüttet, Mann. Donnerblumen ist eine Variante. Da noch genug kommen. Oh, stabile Wand. Wertvolle Wand vor allem. Was haben wir hier Schönes? Da kommt nicht mehr als den hier. So, Moment, wie war das jetzt? Was braucht er genau? Ach so. Braucht gar nichts mehr. Dann kann ich hier noch schnell den Majosino mitnehmen. Immer erst die Entfernung abschätzen, Freunde. Da gibt es doch relativ viele Donnerblumen für die Oberwelt, ne? »45«, sehr schön. Ah, Mist. Dachte, wir würden einen noch mitkriegen, aber nö, nein, nicht. Wie sieht's eigentlich? Warte mal, kann ich irgendwie auch mit den Dingen noch arbeiten? Oh. Ja, dann halt nicht. Ja, das geht natürlich, ne? Natürlich Absichtsfreunde, gar kein Thema. Warte mal, geht das? Hab ich noch nie gemacht, ne, mit einer Blume. Aber geht. Wie hat der das überlebt? Ist egal. Das frage ich überhaupt. So, ist gemacht, Höhle ist offen.
Roter Rubin. Du, du, du. Dafür die ganzen Schmerzen. Die ganzen Herzschmerzen. Gut, hätten wir die Quest auch. Dann abhaken. Sind es bei 30 Minuten, das passt eigentlich perfekt. Nehmen wir noch schnell die Quest hier mit. Wo komme ich da am schnellsten hin? Ich glaube, Höhenmeter technisch ist das nicht so eine gute Idee. Ich glaube, kommen wir von hier aus, ne? Ich sehe Kakariko. Und da schnell rüber. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Kochquest, so etwas in der Art. Und dann, nächste Folge bereits erwähnt, gehen wir zu Koga. Ja, schließen wir die Episode ab, machen dort eben noch die zweitletzte Wurzel. Und dann ist wirklich nur noch Sidequesterei angesagt, weil alles andere haben wir dann schon. Eben, ich muss natürlich offscreen noch ein bisschen farmen, sprich Material hätte ich gerne noch hier für diese Rüstung, plus Sonani muss noch ein bisschen farmen, gerade gesehen. Aber wir können ja easy auch schon mal bis zur nächsten Folge machen, ne? Dann haben wir es mal hinter uns. So, wo genau ist das Ding? Komme ich da so rüber oder wie hoch soll ich da gehen? Ja, da wäre der Turm. Bei den nehmen können. So ein Pferd, das wäre ein Leundel. Sah gerade so aus. Und immer noch eine Höhle, ne? Hab ich gar nicht gesehen. Krass. Ja, wie gesagt, die ganzen Höhlen so mache ich auch nicht mehr. Also das, nee, nee. Wir haben noch ein bisschen zu viel des Guten. Was wir aber halt noch machen, ist, ja, die Brunnenquest, ne? Weil die muss ja auch sein. Ja, komm, bis du geduldet hast, bin ich schon lange weg. Ist es dunkel. Ah, hier am Brunnen. Ah ja, das ist. Man sieht es jetzt schlecht, weil es auch Nacht ist. Ich glaube, ihr seht es ein bisschen besser als ich gerade. Hier qualmt es heraus. Ne? Dunkler Rauch steigt darauf und deswegen müssen wir da runter. Ist natürlich so, wenn du einen Brunnen siehst, aus dem es raucht, dann denkst du natürlich auch so, ja, geh erstmal rein. Wird schon schief gehen. Was ist eigentlich mit den Waffen? Haben wir letztes Mal ein paar verbraucht. Ne? Ist der, noch kurz ein Zerbrechnis. Wo ist denn der mit den tollen Ausweichen? Was ist der hier? Ah, okay. Ist irgendein Breitschwert, ne? Da kann man das himmelweise schwer mal noch upgraden. Das ist mal eine Idee, ne? Ich habe noch so, die stärkste Waffe habe ich noch, okay. Kann man mal noch ein paar neue besorgen. Silberner Leuneklingel. Klinge. 79er Power ist auch nicht schlecht. Schade, dass man mit dem Teil kein Ding machen kann hier. Seht ihr, kann so wegwerfen. So. Okay, dann haben wir das Ding noch. Einen Königsschwärmer noch upgraden könnte. Ist ja doch das Ding dabei. Schon dabei bin, kann man Steinspalt kann ich auch noch machen. Nehme ich aber das Ding hier. Soll, glaube ich, besser funktionieren. Wow. Silberner Leunel Hammerschwert. Geil für Ausgrabungen. Sieht aber irgendwie cool aus, das Teil, ne? Vielleicht irgendwie, wenn ich schon mal dabei bin, auf das auch noch drauf packen, weil die Dinge haben wir sowieso irgendwie selten drauf, ne? Warte mal. Hab so viel von den Dingern hier, da von dem da. Das mal ab. Dann. Jetzt bin ich schwer, ne? Nehmen wir doch das andere. Das auch noch irgendwie zum kaputt machen. Dann haben wir das Ding noch.
Ja, so sieht's doch schick aus. Okay. Eigentlich hier. Okay, was machst du jetzt hier? Bist du etwa ein Gast? Nicht so wie es aussieht, ne? Willkommen Willkommen in Mimosas geheimen Restaurant. Nur hier steht das perfekte Gerät auf der Speisekarte. Zugegeben, eigentlich habe ich noch gar nicht geöffnet. Da muss sie noch gute Nase haben. Eine schlechte wohl eher. Ja, riecht toll. Perfekte Gerät zu kreieren. Ich habe viel Zeit in der Erforschung experimenteller Cuisine erstreckt. Der Fehlschlag nicht weg, was? Sondern in Form pressen. Nochmal aufkochen und dann das gewisse Extra. Also das ist ein kreatives Experiment für die Rette. Kein Nahrungsmittel ist. Ja, zum Beispiel ein Monster mit dem Apfel oder so was. Harter Brocken. Ach stimmt, wollen wir mal ausprobieren, ne? Moment, das muss ich dann mal schnell so machen. Den Kochtopf hier. So, und wenn ich jetzt... muss mal kurz gucken. Ja, das ist ein harter Brocken, ne? Das heißt also vielleicht einfach so ein Feuerstein. Und dann bin ich tatsächlich nicht mehr sicher. Moment... Was war das schon wieder? Okay. Feuerstein mit Apfel. Ein harter Brocken. Ja, Gron würden es vielleicht essen, wer weiß. Dass da 1 Minute schon da drauf gehen, hey, das ist unglaublich. Hey. Warum da oben? Okay. Dann, nein, ja, essen natürlich auch gut. In die Hand nehmen einen und dann mit einer Monsterzutat irgendwie, keine Ahnung, immer das Ding hier. Hab ich zu viele. Dubiose Matsche geben, ne? Genau. Perfekt, haben wir das auch noch gemacht. Da und die beiden. Sehr gut. Dann bringen wir hier noch was zu futtern nehmen. Schleichtomatensuppe. Ja, komm, schleich dich. So. Sein Magen muss man hören. Ja, versuch's mal. Die armen Zutaten. Du nimmst Geld dafür? Ja. Dann legt man eine Geheimzutat und fertig. Heilwohlbar nicht zu vergessen, ne? Heilwohlbar, sprach der Arsch. Monster-Eintopf. In Monster-Essenz gekochtes saisonales Gericht aus Fisch und Fleisch. Nein. Die kann das wirklich? Krass. So, nehmen wir das andere noch, weil es gibt nur die beiden Arten, ne? Sonst gibt es ja gar nicht. Der härteste Diamant. Tonnenschwer im Magen. Ja, die Goron würden es essen. Feuermarsch! Schnippeln, klopfen, dünsten, Heilbarsch dazu, kochen, braten und noch etwas wild. Geheimzutat, ja, was denn? Magie? Puha, Kochen ist Krieg. Monster-Eintopf. Oh, gib mir das, okay. Nice.
Ja gut, Freunde, hätten wir das auch. Dann schnell hier raus. Wir haben noch weiter einen Brunnen noch gefunden, Leute. Ist doch auch cool. Das mit dem Brunnen ist sowieso so eine Sache, weil ich musste ja beim Spähposten abschließen, aber ich hatte die Angst, wenn ich zum Spähposten gehe, wird die Hauptquest getriggert, also muss ich das eigentlich zum Schluss machen, ne? Und zum Schluss abschließen. Schleichmonstersuppe, Monster Eintopf. Oh, okay. Doch verschiedene Stärken, interessant. Ja gut. Freunde, das war's also für heute mit der Folge und den Quests. Nächste Folge also gehen wir hier hin, endlich, nach so langer Zeit, wir machen also endlich Koga im Untergrund und dann heißt es noch die restlichen Sidequests. Es sind noch ein paar tatsächlich, aber die kriegen wir alle noch hin. Es sind keine langen Sidequests mehr, außer dass halt das Dingsbums hier mit dem Ding, mit den Stellen. Muss mal gucken, ob wir das in einer Folge unterbringen oder in zwei oder wie auch immer. Das kriegen wir noch hin und ansonsten... Ah ja genau, bis zum nächsten Mal gucken wir mal noch wegen den Upgrades hier für unsere Rüstung, dass wir dann Material noch zusammenkriegen und so. Und wo soll hier ein Höhleneingang sein? Hallo? Ist der hier oder was? Nö. Irgendwas ist da. Vorhin dran vorbeigeflogen oder was? Na egal. Ich bin ja sowieso nicht aktiv auf der Suche danach, ne? Also sprich, wenn ich sie finde, nehme ich sie mit, aber ansonsten muss es ja nicht unbedingt sein. Gut. Na dann, der uralte Geist oder der historische Geist uralter Zeit, wer auch immer, sagt vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Yo. Hat schon ein cooles Outfit, aber naja, ist halt trotzdem ein bisschen creepy, ne? Hatte der vielleicht das Triforce, weil er eben halt alle drei Dinge im Körper trägt, so die Eule, der Drache, der Eber, die drei Symbole der Sona auf das Triforce, ne? Schwierig. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.